Hallo zusammen! Schön sind ihr da bei Handgelenk mal Pi. Ich bin Anne. Heute werden wir miteinander solche wunderbare Journalkarten basteln. Die kann man natürlich für jede Menge Sachen benutzen. Man kann sie nicht nur ins Journal rein tun, man kann sie selbstverständlich auch verschicken, wenn man will. Oder als Grußkarte brauchen oder was weiß ich, dass ihr alles mit dem möchtet anstellen. Ich liebe es, die Karten zu machen. Es ist einfach eine wunderbare, entspannende Arbeit. Es macht mir einfach mega Freude. Ich finde das toll. Die sind so ein bisschen richtig fest. Ich mache die aus solchen Indexkarten, so grossen. Man kann das natürlich aus allem Möglichen machen, aus Postkarten, die man überklebt, oder aus Grußkarten, aus alten, oder einfach aus einem Karton. Die Indexkarten, die ich jetzt brauche, die sind recht dünn, aber wenn man dann vor allem gerade hinten und vorne etwas draufklebt, dann werden sie doch schon noch recht dick. Und das ist das, was mir gefällt, wenn es so richtig kartönig ist. Ich würde sagen, wir fangen gerade an. Oder wir schauen uns noch schnell an, was ich hier gemacht habe. Hier habe ich natürlich wieder mal ein bisschen überbordet mit meinen Sommervögeln. Ich habe hier so eine Fake-Marke draufgeklebt, damit es wirklich aussieht wie eine Postkarte. Da habe ich vor allem mit Scrapbook-Papier gearbeitet und hinten dran habe ich es einfach mit Stempelfarbe ein bisschen geinkt. Da habe ich einen Punch-Out aus meiner Sizzix draufgeklebt, um das Viechli da ein bisschen hervorzuheben. Genau, und da ist einfach so ein Luchs drauf, den ich irgendwo aus einem Büchlein rausgerissen habe. Genau, und sonst einfach alles mit irgendwelchen Schnipsel beklebt. So, voilà, das geht mal ein bisschen weg. Wir brauchen von diesen Karten und ich nehme da aus meinem Kistchen raus einfach mal so eine Handvoll Papier, Schnipsel, irgendwelches Zeug, das ich hier so habe. Ich habe noch Washi-Tape parat gemacht und ich habe noch ein paar Punch-Outs parat gemacht, die wir dann am Schluss noch draufkleben können. Ich würde sagen, wir wollen einfach mal einfach anfangen, einfach machen, einfach drauf los. Das ist so das Wunderbare daran. Man kann einfach drauf los machen. Man muss überhaupt nicht studieren. Doch, man muss etwas studieren. Und zwar nehme ich jetzt noch ein Limmätteli, weil ich sonst wieder meine ganze Unterlage einsaue. Ich habe auch einen Lumpen parat gemacht, um mein Limmätteli ab und zu wieder ein bisschen abputzen, damit ich nicht komplett alles verschlirge. Ja, es kommt alles gut. Aber ich würde jetzt sagen, ich schmiere das jetzt einfach mal ein. Das ist ja nicht so eine grosse Fläche, da kann man, glaube ich, gut alles schon mal so vorbereiten. Und dann klebe ich einfach drauf los. Ein bisschen Notenpapier, den richtigen Weg rum. Finde ich noch cool, das sieht immer schön aus. Und ja, man kann natürlich selbstverständlich die ganzen Ränder, so wie ich das jetzt da, das ist jetzt noch eins, ja, wo noch übrig geblieben ist von irgendeinem, kann man natürlich so schön wieder inken, irgendwie. Ich glaube, ich lasse das jetzt mal. Ich glaube, in den letzten Videos haben wir genug manchmal und lang müssen beim Inken zuschauen. Ich glaube, ich nehme jetzt einfach mal das, was so einfach so rumfliegt und mache das einfach so drauf. So, das wäre jetzt zwar so, aber ich klebe es jetzt gleich so drauf. Wegen dem Rahmen, es geht mir ein bisschen besser. So. Ja, das ist ein bisschen verkrügelt, das wollte ich nicht. Geh weg, es klebt. Da habe ich eine Seite, die ich zum Beispiel einfach drauf gestempelt habe. Das ist irgendeine Diktionärseite.
wo ich einfach mal ein bisschen drauf losgestempelt habe. Ich glaube, ich habe dort sogar die Stempel ausprobiert, die ich vorher noch gar nie hatte. Klebrig. Klebrig. Ich glaube, ich putze hier mal schnell ein bisschen ab. Nur schnell, so. Voilà. Ja, was würde jetzt da noch passen? Da hätten wir noch so ein bisschen draufgestempeltes Kaffee eingefärbtes Papier. In grün. Das sind so herzige Mosaikstempel, finde ich. Ah. Jetzt hier noch etwas. Oh, schau mal, das ist so eine hübsche Schrift. Das ist, glaube ich, sogar ein schweizerdeutsches Buch, das ich hier auseinandergenommen habe. Ich hole mir meine Bücher amigs aus der Brockenstube. Dort findet man immer coole Sachen. Dort findet man sowieso coole Sachen für alles. Komplett kommt man dort über alles Bastelmaterial. Was ich dort schon bekommen habe, ich habe meine grosse Schneidmaschine von der Brockenstube. Unwahrscheinlich, was man dort alles findet. Da, jetzt fehlt uns da noch wirklich einfach noch so ein Nötchen, hat die jetzt gesagt. Genau so. So, das kommt noch da drauf. Einmal so. Und dann kann man das nämlich entweder abschneiden oder umlitzen. Das machen wir. Ich glaube, ich litze es jetzt mal um. Also, ich habe da schon Verschiedenes ausprobiert. Und ja, wenn man jetzt gerade alles voll Text hat und nachher natürlich will man wahrscheinlich auch nicht, dass dann der Text auf dem Kopf steht, dann ja, muss man halt ein bisschen schauen, ob man es jetzt umlitzen oder nicht. Dann ist es vielleicht eher eine schlechtere Idee, das umzuklappen. Ich glaube, jetzt in diesem Fall habe ich nicht so wahnsinnig viel Text. Und man kann es ja immer noch wieder überkleben, wenn man es jetzt irgendwie pothässlich findet, was man jetzt wieder veranstaltet hat. Ich glaube, da geht es jetzt noch gerade gut. Das macht jetzt mir ja gerade nichts, wenn die Ecken da ein bisschen dicker werden. Ja, ich hoffe, ich kann sie dann noch gut runden mit dem Eckenrunde. Wenn sie allzu fett sind, geht es vielleicht nicht mehr so gut. Ich sehe es dann. So. Das Rändchen noch. Ah, dann sind wir schon rundherum. Wunderbar. Sieht doch super aus. Ja, jetzt einfach ganz normalen Leimstift genommen. Da kann man natürlich auch nehmen, was man will. So, nur noch ganz kurz ein bisschen drüber wischen. Ja, was haben wir jetzt da auf der Hinterseite noch? Ich würde sagen, machen wir es gerade so. Machen wir das gerade so. Ich habe da im Fall also wirklich keine Bedenken, wenn ich Bücher auseinandernehme. Ich nehme natürlich nicht im Großvater seine Lutherbibel oder irgendwie der Freundin ihr Lieblingsbuch oder ich weiss doch auch nicht was. Aber ja, irgendwo findet sich ja immer irgendwie ein Büchlein, wo jetzt gerade niemand mehr liest. Ja, mein Gott. Oder dann eben, hole ich mir eins in der Brockenstube für einen Stutz. Das reicht ja dann völlig, je nachdem, was man machen will. So, den Ecke lasse ich jetzt hier, glaube ich, gerade. Da schaut das Blaue noch ein bisschen vor. Ich könnte das eigentlich hier weiterführen. So. Genau, ja, das machen wir jetzt also gerade. Dann kommt das Ding gerade wieder vor. Und dann, was wollen wir da?
Was wollen wir da drauf tun? Wenn wir mal in meine riesige Kiste voll Washi-Tape hineinschauen. Also sie ist nicht so riesig, aber für meine Verhältnisse schon. Ich habe da letztens gerade ein bisschen übertrieben mit Washi-Tape. Ah, gut, haben wir da noch etwas Schönes. Ah nein, das passt nicht. Da hat es irgendwie so Anker drauf und so Meeresgeschmäus. Aber vielleicht noch ein bisschen der da. So. Noch der. Einmal so. Und jetzt noch ein bisschen Noten. Komm, wir nehmen noch ein bisschen Noten. Der ganz Unterbereich da. Ja. Ja, da kommen wir ein bisschen weit rauf, wegen dem. Da. Nein, so weit rauf wollte ich den nicht. So weit rauf wollte ich nicht. Ist egal, jetzt schauen wir. Ich habe manchmal ein bisschen Mühe, so Zeug überkleben. Ich meine, ich sage ja schon immer, ja, ist super bei der Collage, kann man alles überkleben, was einem nicht gefällt. Aber wenn mir dann mal etwas gefällt, dann habe ich dann ja vielleicht keine Lust, das zu überkleben. Und dann, jetzt da zum Beispiel, die ganze hübsche, ich habe das extra draufgeklebt, weil mir das gefallen hat. Wieso soll ich es denn jetzt wieder überkleben? Jetzt fehlt uns ein ganz winzig kleines Stückchen, das ärgert mich jetzt gerade. Nein, nicht so etwas. Der halt noch ein bisschen so. Ja, schau jetzt. Jetzt. Da ist es schöner Gink. So. Einfach nochmal das Rändchen her. Oh ja, das ist da nicht so weiss. Ja, schau jetzt. Jetzt kommt es gut. Jetzt habe ich gerade Freude. Perfekt. So, komm. Schnell. Ich weiss, ich könnte auch die Zeitung nehmen und dann könnte ich immer das wieder umklappen oder so, aber jetzt mache ich halt so. Jetzt schneiden wir hier den Rand ab. Und dann sehen wir dann schon, wie hübsch das aussieht, das Teil. Oha. Vielleicht ein bisschen gerade abschneiden. Oder keine Ahnung. Ja, jetzt gefällt mir das gerade recht gut. Jetzt knipseln wir hier noch die Ecken ab, wenn sie nicht zu fett sind. Vom Umlitzen, nein, das geht doch gut. Zack. Hey, Eckenrunde finde ich etwas vom Genialsten, was es gibt, weil es einfach so eine gute Falle macht. Das ganze Teil sieht nachher einfach genial aus. Ich bin gerade auf der Suche nach einem Stempelhüssi. Ich möchte gerne Walnut Stain. Vielleicht kann ich es einmal so in die Kamera haben, dass man es lesen kann. Ja, ich halt nur die kleinen Küsse. Weil ich wollte möglichst viele verschiedene Farben ausprobieren. Darum habe ich mir halt ein paar kleine zugetan. Tja, wie es halt so geht, habe ich nicht gemerkt, dass mir meine Kamera ausgeschaltet hat. Und ich habe einfach frisch fröhlich darauf weiter gebastelt. Und jetzt habt ihr gar nicht gesehen, dass ich da noch Washi-Tape draufgeklebt habe. Aber ich zeige es euch jetzt einfach so. Da habe ich einen Streifen draufgeklebt. Man sieht, dass es so schön die Schrift durchschimmert. Da ist noch ein bisschen drauf. Da ist noch Washi-Tape. Und das hier ist so ein Schrift-Tape. Und auch das ist leicht durchsichtig. Und da sieht man die Schrift unten durchschimmern. Und das finde ich mega schön. Voilà. Ja, ich würde sagen, wir machen einfach noch so jetzt. Und hoffen, dass die Kamera das mal nicht ausgeht. Und dass ihr alles könnt zuschauen könnt, was ich hier veranstalte.
Wir machen einfach weiter. Einfach weitermachen. Wieder alles einschlürfen. Vielleicht nicht krügeln, bitte. So. Dann haben wir doch hier noch ein bisschen von diesen wunderbaren Papierchen, die schon geginkt sind. Was haben wir noch? Was kommt da noch für? Oh, schau mal da. Ein Kaffee eingefärbtes. Das ist doch ein hübsches. Und viel von meinem Papier, vielleicht ist es euch schon aufgefallen, von meinen Kaffee gefärbten Papier, die haben so ein spezielles Waffelmuster drauf. Und das gibt es, wenn ich mein Papier auf dem Dörrex trockne. Hey, so ein Dörrex, gell? Das ist ein mega praktisches Teil. Jetzt hat mein Hund wieder eine Störung hinten dran. Sorry. Der Dörrex ist ein super praktisches Teil. Ich trockne dort tatsächlich auch zum Beispiel die Winterhändchen von meinen Kindern. Oh mein Gott, ja, fragt euch. Aber das klappt im Fall super. Und wie gesagt, eben auch Papier. Es geht also ganz knapp. A4-Papier passt rein. Es steht dann so, er ist rund, oder? Und es steht dann links und rechts so ein bisschen rauf. Aber das macht nichts, wenn man es nachher dann glättet oder so. Ja, dann sieht man das nachher nicht mehr. Oh, jetzt habe ich gerade dem armen Kind da ein bisschen Kopf abgerissen. Das ist nicht so schlimm, gell? So. So, genau. Ja, und eben durch das gibt es dann so ein Waffelmuster drauf. Wenn man es heiß trocknet, nein, wie soll ich sagen, wenn das Papier sehr nass ist und man es schnell und heiß trocknet, dann gibt es das. Ich glaube, wenn man es ein bisschen Temperatur. So, wo soll ich denn jetzt das hermachen? Wieso passt das da nicht? No. So ist gut. Wenn man ein bisschen niedrigere Temperatur hat, glaube ich, und vor allem, wenn das Papier wirklich ein bisschen trockener ist, also, oder wenn ich das zum Beispiel mit einem Lumpen so einstreiche, dann gibt es das Muster nicht beim Dörrex. So, ein bisschen trocknen, sonst ist nachher das alles nass. Ja, aber das ist doch noch sehr, sehr interessant und vor allem kann das wirklich ganz, ganz spannende Bilder geben. So, jetzt habe ich hier so ein Papier, wo würde ich jetzt gerade die ganze Schrift schon wieder verdecken. Das wollte ich doch jetzt nicht. Ja gut, dann muss ich es halt so machen. Dort nachher noch etwas Kleines drauf. Ach, wieso verzuselt man jetzt den Leim so? So, ich möchte gerne die Schrift hier wenigstens noch ein kleines bisschen erhalten. So, dort kommt dann etwas drauf. Gut, da schneiden wir jetzt doch das ganze Zeug ab, wenn ich meine Schere wieder finde. So, das müssen wir es nicht umlitzen, sondern einfach gerade abschneiden. Da habe ich jetzt nur so ein paar wenige Fötzchen, die hier abstehen. Da kann man das gut schneiden.
So, ich finde das eigentlich noch ganz lustig. Das ist jetzt viel mit Stempelsachen. Ich glaube, das kommt gut. Wir noch mal etwas mit Noten machen. Da auch. Streichen wir wieder alles ein. So. Und dann können wir natürlich, wir können auch noch ein bisschen wie freien Schreibplatz draufkleben. Weißt du, was ich meine? So, wenn ich in die Ecke runde, jetzt hat meine ganzen Finger drin, dann macht es da nichts, wenn es da am Ecke nicht ganz bis rauskommt. So. Freier Schreibplatz, hier. Ja, genau. Genau so. Das wollte ich. Da kann man einfach noch etwas draufschreiben, das wäre doch schön. Wenn man den will, kann man den. Ja. Noch etwas Geschriebenes. Das habe ich doch hier noch von diesen geginkten Fetzen. So. Ach, wenn das so ein schönes, weil das so karamellfarbig ist. Das Büchlein da. Was haben wir noch? Was haben wir noch? Da ist noch etwas. Da ist noch etwas. Das machen wir einfach gerade so drauf. Schwupp. Haben wir noch von dem? So ein bisschen Mösterli-Papier. Habe ich jetzt gar nicht drauf da beim anderen. Beim anderen. Und auf der hinteren Seite. Aber da tun wir jetzt ein bisschen drauf. So. Schön. Und dann könnte man doch hier einfach so einen Streifen, um das alles abdecken, dort hinten. So. Jetzt hat es hier nicht ganz gedeckt. Macht nichts. Ich habe gedacht, hier könnte man dann vielleicht das Label draufkleben. Können wir dann schnell durch mein Ordnerchen durchgehen. Passt das? Passt. Machen wir. Wenn es passt, dann passt es. So, jetzt fehlt da noch etwas und da. Und da haben wir schon wieder schön eingeschmiert mit Leim. Also, wie wäre es da noch mit einem Sommervögel? Wir haben ja so wenig. Also komm. Sommervögel. Oh ja. Oh, hübsch. Und, was jetzt da noch? Noch mal etwas Notiges. Noten. Oh ja, schau, der würde jetzt doch da gerade nicht herpassen. Oh, komm hey, das wäre jetzt gut gewesen. So, oh ja, okay, jetzt kommt es gut. Jetzt ein bisschen am Rand. Oh, Entschuldigung fürs Rütteln. Das habe ich natürlich nicht geben. So, seht ihr überhaupt noch etwas? Da bin ich ja, glaube gar nicht so richtig im Bild. Entschuldigung. Voilà! Da hat man noch deine Noten. Voilà! Alles wieder abschneiden. Und so. So. Das kommt mir immer im Weg. Man könnte es auch einfach abnehmen, das Fötzeli-Zeug. Da, jetzt ist gut. So, über das Mätteli gerade weg. Da sieht es noch nicht ganz so gut aus. He? Da und da. Jetzt. Jetzt ist gut.
Mal den Leim wieder zumachen. Und dann machen wir wieder ein bisschen Farbe. Ich muss das dann ein bisschen nass machen. Aha. Ja, jetzt geht es deutlich besser da. Oh, stopp, stopp, stopp. Die Ecke noch. Die Ecke haben wir noch. Wo ist meine Eckenrunde? Gefunden. Unter dem ganzen Zeug unten. Voilà. Voilà. Und so. Da geht es weiter. Mit der Imkerei. Gott sei Dank nicht wieder jedes einzelne Fötzchen, gell? Aber einmal rundum auf dieser Seite. Und einmal rundum auf dieser Seite. Und dann sieht doch das so schon wunderbar aus. Jetzt sind die Karten noch so ein bisschen lümpelig und weich wegen dem Leim, weil alles ein bisschen feucht noch ist und so. Aber das wird dann natürlich auch so ganz schön kartönlig. Ups, wenn es dann mal getrocknet ist. Ja, bravo jetzt. Habe ich mir da gerade so eine Stempelküsse-Ecke rein gemacht. Jetzt probiere ich das gerade ein bisschen zu kaschieren. So, und nachher kann man ja da immer noch etwas drüber kleben. Gut, fort mit dem Zeug. Ja, was habe ich jetzt gesagt? Punch Out. Irgendein cooles Label. Hätte ich jetzt da gesagt. Und zwar vielleicht etwas von dem. Das, so etwas da würde vielleicht gerade auf die Seite passen, wo wir da... Moment, ich muss ein bisschen mehr in die Mitte kommen, gell? Sowas, wo auch aus Scrapbook-Papier ist, würde jetzt doch da noch gut zu dem Zeug passen. So. So. Ja. Das finde ich gut. Und auf dieser Seite haben wir auch noch irgendetwas. Oh, schau jetzt. Das ist ja cool. Das ist übrigens auch Scrapbook-Papier, das ich aber einfach auf eine Indexkarte draufgeklebt habe und dann ausgestanzt habe. Es wird dann so ein bisschen fester. So. Oder so. So, hä? Oh ja. Ja, das gefällt mir jetzt gerade mega. Das Zeug versorgen wir wieder gerade ins Säckchen rein. Da, fort. Und dann kleben wir auf das drauf. Limetteli daher. Aha. So haben wir gesagt. Etwa. Einmal da. Und das haben wir schon wieder vergessen, wo wir es hermachen. Da. Oder da. Da wäre auch noch gut. Dann kleben wir es hier gerade über das Ding rein. Aber das ist so ein bisschen, alles doch ein bisschen so. Ein bisschen zu so. Wo kommt es da oben? Da. Da und da nachher noch etwas anderes. Vielleicht so mit Washi-Tape. Nein, ich glaube, ich nehme es da und mache oben noch etwas anderes mit Washi-Tape.
Weil, eben das letzte Mal, also das letzte Mal, nicht das letzte Mal, vorher, habt ihr es eben gar nicht gesehen. Die Kiste konnte ich euch gar nicht zeigen, weil es eben dann abgestellt hat. Ich zeige euch meine Kiste noch schnell. So. Das da ist meine übertriebene Kiste. Vielleicht sieht es bei euch noch schlimmer aus, ich weiß es nicht. Ich habe dann noch mehr. Aber ja, für meine Verhältnisse ist das schon übertrieben viel. Also jetzt haben wir natürlich hübsche Sachen. Oh, das würde jetzt super gut da zu dieser Seite passen, würde ich sagen. Und zwar so ist es verkehrt, aber so, ich will da nicht, ich muss da noch ein bisschen abreißen, dass wir dann so eine gerade Linie haben. Und was ich manchmal mache, wenn ich so Fötzchen habe von Washi-Tape, ich klebe es mir einfach auf andere Fötzchen. Und vielleicht ergibt es sich ja gerade mal, dass ich das dann so brauchen kann. Gut, jetzt brauchen wir aber das nicht, jetzt brauchen wir das. Eigentlich habe ich doch das erhalten dort, das hier. Aber tja, das hat jetzt halt Pech gehabt. Das hat jetzt Pech gehabt, da wollte jetzt das drüber reinkommen. So, über das Ganze. Es schimmert ja noch ein bisschen durch. Nein, wahrscheinlich nicht. Aber ich muss es so weit abnehmen. Ja, ja. Also, jetzt ist es halt so, wie es ist, gell? Die Sache mit dem Überkleben. Ah, Mann. So, und jetzt gibt es hier noch ein bisschen. Da gibt es noch ein bisschen. Aber ich will es nicht krumm drauf. So. Oh, dort muss ich noch ein bisschen abschneiden. Und da. So. Schneiden oder reissen. Voilà. Oh ja, da bin ich jetzt aber schon noch recht zufrieden mit dieser Seite. Das gefällt mir mega gut. Und seht ihr das, dass das Washi-Tape so ein bisschen Goldrändchen hat an den Blumen? Das sieht ja ganz edel aus, so im Licht. He? So, und hinten würde vielleicht so etwas noch gut aussehen. So, oder ich habe hier auch noch einen Sommervögel mit Goldrändchen, so ein bisschen im ähnlichen Stil. Ja, ich glaube, ich nehme Goldrändchen, weil dann sind wir auf der gleichen Karte, beim gleichen Thema. Das ist, wie ich meine. So, dann haben wir hier die Libellen auch noch. So. Da. Und dann wollte ich da oben noch etwas. Jetzt haben wir noch einen gelben Sommer, wo passt der da? Eigentlich wollte ich lieber den blau da. Also klebe ich das halt da wieder zurück. Blau und da so ein bisschen so noch von dem Rändchen. So, da habe ich so halb über das 12 rein. Und oben, was machen wir oben? Abreißen. Oh. So. Das kann man auch noch irgendwo draufkleben. Drauf habe ich gesagt. So. Gut. Gut. So. Ja, ja, Sommervögel bis am Bach runter, gell? Ja, nein, ich glaube, wir sind gut so. Da unten, ich habe irgendwie das Gefühl, da fehlt noch so etwas. Vielleicht den Braun noch. Den könnten wir vielleicht noch, hä? Soll ich da den Braun noch? Oder weißt du was? Ja, jetzt ist das natürlich weg. Nein, ich muss es so machen. Ich mache es so. So.
So und so. Und dann kommt hier der Kerli noch drauf. Voilà! Ich habe das Gefühl, da muss noch ein bisschen nachinken. Das Washi-Tape. Da vielleicht sogar auch noch ein bisschen. Und haben wir hier auch noch am Rand etwas? Nein, ist gut. So! Voilà! Hey, schau mal! So und so. Und da kann man sogar noch ein bisschen etwas draufschreiben. Ja, nicht viel, aber es geht auch. Ich finde es mega schön. Die gefallen mir jetzt gerade super, die beiden Karten. Ja, und hey, passt doch hier in unsere Sammlung von diesen anderen Karten. Und passt sicher mega gut in unser Junk Journal. Es hat mir wieder mal mega Spass gemacht, mit euch zusammen zu basteln, trotz der technischen Panne. Scheissegal, wir lassen uns nicht unterkriegen von diesem Zeug, wir machen einfach weiter. Und ich hoffe, das nächste Mal machen wir auch wieder weiter, sind ihr auch wieder dabei, mit mir zusammen irgendetwas Cooles zu basteln. Tschüss zusammen!